Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Vor noch nicht einmal 2 Wochen bin ich als Mitglied des Rates der EKD von einer Israelreise zurückgekehrt. Die Bilder der Begegnungen dort, aber auch die Auseinandersetzungen mit den riesigen Spannungen in diesem Land, die fast unauflöslichen Knoten in Geschichte und Gegenwart, haben uns in dieser Zeit sehr beschäftigt. Niemand von uns, der damals im Heiligen Land gewesen ist, hat damit gerechnet, was sich in den Tagen danach ereignen wird. Wir alle, ich bin tief entsetzt von dem Terror, von dem Blutdurst, von dem Hass, von dem Pogrom, der durch die Hamas und ihre Mitglieder über Israel gekommen ist. Mir fehlen die Worte, um das Elend und das Leid zu beschreiben, das ich jetzt auch aus Israel höre. Ich sehe die Bilder der Vermissten und bin einfach nur noch sprachlos über so viel Blut, über so viel Gewalt, die neue Gewalt und neues Leiden nach sich zieht. Was eine furchtbare Erfahrung in einem sowieso schon so krisengeschüttelten Land. Es ist zum Verzweifeln. Wir sind eindeutig als Menschen in Deutschland, aber auch als Christinnen diejenigen, die Israel, dem erwählten Volk Gottes, die Treue halten. Und zugleich bewegt mich, dass aus Blut und Gewalt nur neues Blut und neue Gewalt wächst. Das sehen wir nicht nur in Israel, das sehen wir an so vielen anderen Orten dieser Welt. Und ich denke in diesen Tagen immer wieder aus ein Wort aus dem Talmud, das mir durch den Film Schindlers Liste so sehr kostbar und wertvoll geworden ist. Wer ein einziges Menschenleben rettet, der rettet die ganze Welt. In diesen Tagen, in denen der Terror und die Gewalt so oft das letzte Wort zu haben scheint, gehen Geschichten unter wie die von Asaf oder auf Jüdisch Josef, der ebenfalls im Kibbutz Reim gewesen ist, als der Terroranschlag erfolgte. Er, der palästinensische Mann, hat, ohne auf sein eigenes Leben zu achten, so viele Jüdinnen und Juden gerettet, wie er nur konnte. Es ist eine Geschichte von vielen, die mir zeigt, dass selbst in der Zeit der Gewalt und des Terrors, des Blutvergießens und des Hasses, das Leben sich Bahn bricht. In dem, was nun in den folgenden Tagen geschieht, wird wieder neuer Terror und neue Gewalt die Antwort sein auf die Vergeltungsmaßnahmen. Es ist gut, wenn wir miteinander beten für Frieden in dieser Region und wenn wir an die Fortsetzung des Talmud-Wortes denken. Wer nur ein Menschenleben ungerechtfertigt vernichtet, dem wird es sein, als hätte er die ganze Welt vernichtet. Dass doch Augenmaß auch in der Vergeltung einkehrt, dass wir doch wieder Wege zum Frieden finden, dass wir das Leben retten und damit die ganze Welt. Das ist mein Wunsch für unsere Geschwister und Freunde in Israel. Das ist mein Wunsch für die Menschen in Gaza, für die PalästinenserInnen, die ebenfalls so viel erlitten haben und die längst nicht einzusetzen sind mit dem Terror der Hamas. In all dem bleiben wir Menschen mit leeren Händen und wir strecken sie Gott entgegen und wir rufen, handle du, schaffe Frieden und gebrauche uns dazu. Dass das auch in Ihrem Leben im Kleinen Wirklichkeit wird, das ist mein Wunsch für Sie, wenn diese politischen Geschehnisse in dieser Welt uns so durcheinanderwirbeln. Nehmen wir das mit. Wer einen Menschen rettet, der rettet die ganze Welt. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.